Und heute geht es auch darum, dass wir Gottes Namen kennenlernen, wie sich Gott vorstellt in der Bibel. Und wir möchten einfach in dieser Serie, was über ein paar Wochen geht, auch wirklich Gott besser kennenlernen. Was steckt dahinter? Wie stellt er sich vor? Und auch Gott neu entdecken. Und ich weiß nicht, was du für ein Gottesbild hast, sei es ein positives Bild, sei es ein negatives Bild. Ich möchte dich wirklich ermutigen, in dieser Serie wirklich Gott nochmal neu kennenzulernen und auch seinen Namen wirklich kennenzulernen. Und heute fangen wir damit an, mit dem persönlichen Namen von Gott, und zwar Yahweh. Und ich habe das mal mitgebracht auf Hebräisch. Wir können natürlich alle Hebräisch lesen, ist ja klar, logisch. Aber für die, die es nicht lesen können, ich habe es auch noch mal in unseren Schriftzeichen mitgebracht. Ich habe in der Vorbereitung gemerkt, so jetzt wäre es gut, Hebräisch zu können, weil ich kann es null. Auch wenn ich es gerne könnte, es wäre gut gewesen. Genau, es geht um Yahweh. Und Gott stellt sich in der Bibel immer wieder Personen vor. Wir sehen das immer an verschiedenen Stellen, sei es bei Noah, sei es bei Abraham, sei es bei verschiedenen Propheten. Gott stellt sich diesen Menschen vor. Und auch jemand ganz Besonderen, und zwar Mose. Er stellt sich auch Mose vor, und ich möchte heute in der Predigt auch sehr viel über Mose reden, wie Gott und Mose ja eine Beziehung haben und auch wie sich Gott Mose vorstellt. Und ich weiß nicht, ob du die Geschichte von Mose kennst. Ich kann nicht alles hier heute erwähnen, sonst wären wir heute Abend irgendwann fertig. Das wäre ein bisschen zu lang. Auf jeden Fall, Mose war eine sehr, sehr entscheidende Person auch. Er war der Vermittler zwischen Gott und dem Pharao. Er sollte das Volk Israel aus der Sklaverei aus Ägypten befreien. Ist 40 Jahre lang mit denen durch die Wüste gewandert, um ins gelobte Land zu kommen. Und es sind einige wirklich, wirklich spannende Dinge dort passiert mit Mose. Und Mose wollte die ganze Zeit in Gottes Herrlichkeit sein und in Gottes Gegenwart wirklich sein. Und das sehen wir an verschiedenen Bibelstellen. Und ich habe mal eine Bibelstelle mitgebracht, und zwar im 2. Mose 33 hat Mose ein Gespräch mit Gott. Und wo ich das gelesen habe, dass Mose und Gott sprechen, denke ich erstmal so, der allmächtige, große Gott, der da oben ist, spricht mit so einem ganz kleinen Menschen. Und es ist so, wie wenn so ein Herrscher oder so ein König einfach mit so einem Untertan sprechen würde. Ich habe so gedacht, oh Gott, so richtig so vielleicht verängstigt. Und dann habe ich mir Vers 11 mal genauer durchgelesen. Da steht nämlich drinne: Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Dann kehrte er ins Lager zurück. Da ist nichts mit, ich gucke von oben herab und du bist mein Untertan. Nee, das ist von Angesicht zu Angesicht. Die reden auf Augenhöhe. Und der beste Teil ist noch, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Das ist, also ich weiß nicht, wie ihr mit Freunden redet, aber wenn ich mit einem Freund rede, dann ist das mega locker. Ist so erstmal so, hey, wie geht's? Ja, alles gut, wie war dein Tag? Aber auch so tiefe Gespräche, oh, wie kann ich dich unterstützen? Es ist sehr auf einer persönlichen Ebene. Es ist so, wir sind auf Augenhöhe und ich will nicht herabgucken. Und genau das passiert hier auch. Gott und Mose reden auf Augenhöhe miteinander, wie ein Freund mit dir auch reden würde. Und dieses Gespräch ist so genial. Es ist so, Mose sagt wirklich so, bittet Gott so, hey, ich will dir klar machen, ohne dich
will ich das nicht machen. Ich brauche deine Gunst dafür. Und Gott sagt, jo, voll, das ist ganz wichtig. Du kriegst sie. Und er verspricht es ihm. Und Mose sagt nochmal ganz klar so, ey, ich brauche deine Gunst. Und man sieht in diesem Gespräch einfach wirklich so, hey, Gott und Mose, die sind auf Augenhöhe. Und die wollen auch so, wir reden ganz normal. Und zum Abschluss in Vers 18 sagt dann Mose, er aber sagte, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Ja gut, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Also wir müssen uns das so vorstellen, Gott hat die Erde gemacht, er hat alles andere gemacht, er ist die Heiligkeit in Person, er ist der Heiligste der Heiligen, es ist so unbegreiflich eigentlich für uns. Und dann kommt Mose, ich möchte gerne deine Heiligkeit sehen. Ich glaube, wenn Gott das wirklich gesagt hätte, so, ja, ich stehe jetzt vor dir und hier ist, du kannst jetzt meine Heiligkeit wählen, ich glaube, das hätte er nicht überlebt, weil es einfach unbegreiflich für uns ist. Das ist unvorstellbar. Aber Gott überlegt sich was so, hey, wir machen es anders. Du kannst nicht, das funktioniert nicht, dass du mich so von Angesicht zu Angesicht siehst, sondern ich komme herab, ich stelle dich in so eine Felsspalte rein und halt meine Hand vor deinem Gesicht, dass du gerade nichts siehst. Ich gehe an dir vorbei und wenn ich vorbeigegangen bin, dann darfst du mich von hinten sehen. Mose durfte Gott von hinten sehen. Das ist, es ist so, ich finde diese Bibelstelle so faszinierend. Mose durfte Gott von hinten sehen. Also er durfte einen Teil der Herrlichkeit sehen. Und in 2. Mose 34, Verse 5 bis 7a, da stieg der Herr in der Wolke herab und er trat dort neben ihn und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt. Also er geht nicht nur vorbei, sondern er sagt sogar, also Gott sagt sogar seinen Namen. Jahwe, Jahwe. Und ich finde es so bemerkenswert, dass er einfach so, es steht nicht nur einmal da, es steht nicht nur Jahwe, es steht zweimal. Jahwe, Jahwe. Und wenn ich eins gemerkt habe, wenn in der Bibel zweimal hintereinander das gleiche Wort steht, dann ist es vielleicht wichtig. Also wenn wir uns zum Beispiel die Gleichnisse von Jesus anschauen, wenn er immer sagt, so wahrlich, wahrlich, so, Junge, hör zu, das ist jetzt wichtig. Also, wahrlich, wahrlich, soll ich es noch mal ein drittes Mal sagen? Und genau ist das auch hier, Jahwe, Jahwe, also, hör zu, das ist mein Name. Und ich finde es so schön einfach, dass wir schon da seinen Namen lesen können. Und aber das ist nicht die erste Stelle, wo Gott sich vorstellt. Es gibt noch eine andere Stelle, wo Gott sich das erste Mal Mose vorstellt. Und ich habe vor ein paar Tagen so ein Video gesehen, wo es genau darum ging, dass Gott sich Mose das erste Mal vorstellt. Und zwar ist das mit dem brennenden Dornbusch. Vielleicht hast du das mal gehört. Da brennt so ein Busch und kommt so eine Stimme raus und der Busch verbrennt aber nicht. Und ich habe eigentlich ein recht lustiges Video dazu gesehen, wo dann halt beschrieben wird, so, wenn ich Mose wäre und so eine Stimme hinter mir spricht so und redet mit mir, ich so, oh Gott, was ist das? Das ist ein Geist, ich renne erst mal weg. Das war zum Glück bei Mose nicht so, sondern Gott stellt sich dort Mose das erste Mal vor, aber auch, das ist das erste Mal, dass Mose auch den Auftrag bekommt von Gott, so, hey, du musst mein Volk aus der Sklaverei
befreien. Und Mose und Gott unterhalten sich auch wieder. Und Mose ist natürlich nicht sofort begeistert. Er sagt dann so, ja, nein, will ich nicht. Ich kann nicht sprechen. Also ich kann nicht vor Menschen sprechen. Es ist manchmal herausfordernd, vor Menschen zu sprechen. Sie unterhalten sich, Gott hat eine Idee, wie er das machen könnte und auch, dass er seinen Bruder zu Hilfe nehmen könnte. Und dann fragt Mose auch so, ja okay, ich kann ja nicht sagen, ein brennender Busch hat mir gesagt, lass mein Volk ziehen. Ist ein bisschen, glaubt mir ja sofort jeder. Ja klar, sicher, hier, nimm sie. Braucht nicht mehr, wenn ein brennender Busch das sagt. Und Gott macht Folgendes. Er sagt dann so, in 2. Mose 3,14, da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Dann sprach er, so sollst du zu den Söhnen Israels sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Ich bin, der ich bin. Das ist jetzt auch nicht so ein super Name. Also stattdem du sagst so, brennender Busch hat mir gesagt, jemand, der ich bin heißt, hat mir gesagt. Auch jetzt nicht so. Und dieses Ich bin, der ich bin, heißt auf Hebräisch, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, aber ich habe keine Ahnung. Ey, Ascha, ey. Also es tut mir leid, wenn ich es falsch ausspreche. Aber dieses Ich bin ist ganz wichtig, weil wir können dieses Bin im Deutschen auch anders übersetzen. Oder sagen wir so, dieses Bin, ich mache jetzt gerade so einen kleinen Exkurs mit euch, Grammatikkurs, ich bin übrigens Primarlehrer, so, Deutschunterricht. Wir machen, und zwar dieses Bin hat die Hauptform ist von Sein. Und zwar, wir können dieses Wort Sein in verschiedenen Formen konjugieren. Und dieses Sein heißt auf Hebräisch Haya oder Hava. Und dieses Sein ist eigentlich ganz entscheidend und ganz wichtig, weil nämlich, wir können auch das Ganze so sagen, nicht ich bin, der ich bin, sondern ich werde sein, der ich sein werde. Und das ist ganz, ganz wichtig hier, weil das ist ein Ausdruck vor Gott, dass nicht nur er der Unveränderbare ist, sondern er ist der einzig Wahre, er ist der Einzige. Alle Wesen stammen von ihm ab. Alles, was existiert, stammt von ihm ab. Ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde auch. Es gibt nichts über ihm. Er ist der einzig wahre, unveränderbare. Und trotzdem lässt Gott das nicht einfach so stehen. Gott lässt das nicht einfach so stehen nach dem Motto so, ich bin, der ich bin, sondern er sagt sogar seinen Namen. Und zwar in 2. Mose 3,15. Und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Söhnen Israels sagen, Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit und das ist meine Benennung von Generation zu Generation. Und hier fällt auch wieder das Wort Jahwe oder Jahwe. Und ich habe ja gerade das Wort Sein gesagt, dieses Hava. Wenn man Jahwe, Hava, hört sich schon ein bisschen ähnlich an. Aber wichtig ist, ihr seht hier auf dem Slide, dieses Jahwe hat eigentlich gar keine Vokale drin. Da fehlen Buchstaben. In unserer Bibel steht Jahwe drin. Aber in der Vorbereitung habe ich das gemerkt. In den meisten Bibeln steht das gar nicht so drin. Es gibt eigentlich die Bibelverse, die ich euch jetzt gerade genannt habe, stehen nur in der Elberfelder Version 2006 oder in der Elberfelder Version drin, in der aktuellsten Elberfelder Version. Sie ist sehr, sehr nah am Urtext dran und in den meisten steht das gar nicht so drin. Und
Vielleicht benutzt jetzt gerade jemand oder auch zu Hause die Bibel-App und schlagt jetzt mal die Elberfelder auf. Ah ja, die Elberfelder. Und da steht irgendwo Elberfelder 71 und dann steht irgendwas anderes drin. Da steht nämlich Jehova auf einmal drin. Warum steht denn da jetzt Jehova drin? Das ist ganz wichtig, weil da man nicht wusste, wie das ausgesprochen wird, selbst die Juden benutzen eigentlich dieses Jahwe überhaupt nicht. Sie benutzen ein anderes Wort, sie sagen Adonai oder Elohim. Und man weiß eigentlich nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Und man hat eigentlich damals dann im 14. Jahrhundert so Vokale reingeklatscht und ist dann bei Jehova rausgekommen. Aber man weiß heute, dass das theologisch falsch ist. Und deshalb in den neuen Versionen von der Elberfelder ist es Jahwe beschrieben. Man hat es dann verändert und es ist nicht Jehova, es ist Jahwe. Und was auch in den anderen Übersetzungen leider verloren geht, ist, überall, wo wir den Namen Herr sehen, wo dieses in Großbuchstaben steht, können wir eigentlich Jahwe einsetzen. Ich finde das so schade einfach, dass der Name Gottes so eigentlich in unseren Übersetzungen verloren geht. Und ich möchte eigentlich, dass uns das wirklich bewusst wird, weil Gott stellt sich vor, Jahwe, das ist mein Name in Ewigkeit. Und wenn wir in der Bibel lesen und da steht einfach, der Herr sagte, dass wir eigentlich wirklich dran denken müssten, Jahwe sagte. Und das Wort kommt ungefähr 6000 Mal in der Bibel vor. Und jedes Mal sehen wir einfach nur Herr. Aber eigentlich sollte uns bewusst sein, es ist Jahwe. Und es ist nicht einfach so, Gott oder der Typ. Es ist immer Jahwe. Und das zeigt einfach so, Gott will sich uns persönlich vorstellen. Es ist nicht einfach so, ich bin da oben, ich bin der Allmächtige, du bist da unten. Nein, er will sich uns vorstellen. Er will, dass du dir anbieten. Er möchte nicht bei dem Höflichen so, ja, sie müssen jetzt das und das machen. Nein, er will auf die persönliche Ebene mit dir kommen. Er will dir das Du anbieten. Und das finde ich so schön einfach. Und Gott stellt sich nicht einfach nur so, ich bin Jahwe, das ist mein Name. Nein, er sagt uns sogar, wer er ist. Er stellt seinen Charakter vor. Und wenn ich mich vorstelle, ich habe mich ja zum Glück jetzt hier nicht vorgestellt, sondern der Raffi hat das mir gemacht. Aber trotzdem sagt man Sachen so zum Beispiel, ja, ich bin Moritz, ich leite das Youth College, ich habe das und das gemacht, so nach dem Motto, ich bin geil hier. Aber eigentlich habe ich gar nicht so viel, das ist ja eigentlich gar nicht meine Charaktereigenschaft. Und Gott stellt sich überhaupt nicht so vor. Gott stellt sich so demütig vor. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, Gott hat uns erschaffen. Gott hat die Welt erschaffen. Ohne ihn würden wir gar nicht existieren. Und er stellt sich so demütig vor. Und diese Charaktereigenschaften, wie er sich vorstellt, es ist unbeschreiblich. Es ist so, er stellt sich als barmherzig vor. Ich bin barmherzig. Hör mir zu, Jahwe, das ist mein Name. Ich bin ein barmherziger Gott. Aber auch, ich bin gnädig. Ich bin gnädig und auch langsam zum Zorn steht in der Bibel, aber ich habe es in Klammern geschrieben, geduldig. Hey, manchmal denke ich mir, ich bin jetzt nicht gerade so geduldig. Und jedes Mal setze ich dann zum Teil Leute unter, ja, jetzt komm, mach doch. Und
Wenn ich dann halt zum Beispiel so, oh nee, jetzt habe ich aber keine Lust in Gottesdienst, ich will aber jetzt nicht für dich das und das machen, Gott, ich will jetzt nicht in der Bibel lesen. Gott ist so geduldig mit mir. Cool, okay, gut, Vicky, ich gebe dir noch ein bisschen mehr Zeit, dann machen wir das dann und dann. Und er ist so geduldig, weil er dich liebt einfach. Und er ist so reich an Gnade und Treue. Er ist so gnädig mit uns. Und er ist so gnädig mit uns, dass er sogar seinen Sohn hergab. Seinen Sohn Jesus Christus. Dass er für uns am Kreuz gestorben ist. Er ist so gnädig mit uns. Er ist so, ich will die Beziehung mit dir haben. Ich will, dass du wieder mein Kind bist und dass du zu mir kommen kannst. Und dafür gebe ich dir meinen Sohn, dass er ans Kreuz geht und für deine Sünden stirbt. Und es zeigt auch so, dass er liebevoll ist. Er liebt uns. Welcher Vater gibt denn seinen Sohn freiwillig hin, dass er geopfert wird für andere Menschen? Er ist so liebevoll, aber auch vergebend, also er vergibt uns und er ist gerecht. Das ist auch wichtig. Er ist gerecht. Er ist nicht so, ja komm, jetzt machen wir mal da so ein bisschen Ausnahme und das nehmen wir weg. Nein, er hat eine klare Linie. Er ist gerecht. Und ich finde es so genial, wie Gott sich da an dieser Bibelstelle vorstellt. Das alles sind Eigenschaften, die ein wesentlicher Bestandteil von Gott sind. Es gibt noch mehr, aber ich habe jetzt einfach mal die 7 wirklich ausgesucht. Und das sind alles so geniale Eigenschaften von Gott, die einfach mit diesem persönlichen Namen Jahwe in Verbindung gebracht werden sollten. Und es ist nicht einfach so der allmächtige Gott, der da oben ist und kein Interesse an dir zeigen will. Nein, er will mit dir eine persönliche Beziehung aufbauen. Er will dich, er will mich kennenlernen. Er will uns alle kennenlernen, weil er uns so liebt. Und es ist so genial. Und jetzt, vielleicht sitzt du hier und denkst dir so, jo, jetzt hast du aber die ganze Zeit von Mose geredet. Jetzt hast du von Mose geredet. Natürlich sucht sich Gott diese Person aus, wenn man sich das mal anschaut, was Mose alles gemacht hat. Er hat die 10 Gebote von Gott bekommen. Er hat das Volk aus Ägypten rausgeführt. Er hat so viel gemacht. Natürlich sucht sich Gott so eine Person aus und geht mit ihm den Weg. Und das ist aber nicht der Sinn dahinter. Gott hätte auch jede andere Person aussuchen können. Er will eine persönliche Beziehung mit dir haben. Er will dir begegnen. Und es ist nicht so dieser eigennützige Plan, so ich suche mir die Besten aus und den Rest vergesse ich. Nein, er will mit dir eine Beziehung machen, dass du heute zu ihm kommen kannst und zu ihm sagen kannst, ja, das ist mein Gott, das ist mein persönlicher Gott, Jahwe. Und vielleicht hast du noch nie was jetzt von Gott gehört, bis zum ersten Mal hier oder bis zum zigtausendsten Mal hier und hast schon die ganze Zeit was von Gott gehört. Hey, wenn du noch nie was wirklich von Gott gehört hast, er möchte dich heute persönlich kennenlernen. Er will dich heute Morgen persönlich kennenlernen, weil er dich so sehr liebt einfach. Er wird sagen so, hey, ich bin Jahwe. Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Er will dich heute kennenlernen. Aber vielleicht sitzt du auch hier und sagst dir, hey, jo, ich habe schon mal Gott kennengelernt, aber eigentlich bin ich mega enttäuscht von ihm.
der hat mir Sachen angetan, die mir mega schwer fallen. Dass du sagst, hey, die 7 Charaktereigenschaften, die ich gerade gezeigt habe, das stimmt alles gar nicht. Das ist Bullshit, was du erzählst, weil ich das nicht erlebt habe. Hey, ich weiß, es ist mega schwierig manchmal. Und ich möchte zum Schluss wirklich eine Story von mir erzählen, wo ich einfach gemerkt habe, so hey, Gott kann auch mich mega stark herausfordern. Und ich habe mal für meinen Abschluss, für meine Diplomierung als Lehrer, brauchte ich ein Sprachzertifikat in Englisch, das C1-Diplom. Und es ist mega herausfordernd für mich gewesen, weil ich es nie geschafft habe. Ich habe es nie geschafft. Ich habe am Ende musste ich es 10-mal machen. Und ich habe mir jedes Mal gedacht so, Gott, willst du mich eigentlich verarschen? Du sagst einfach das und du bist gnädig, du bist liebevoll. Jo, warum tust du mir das denn an? Warum machst du das mit mir? Du bist überhaupt nicht gnädig mit mir. Warum, bei anderen, erste Mal, beten einmal dafür, erstes Mal geschafft. Ich bete die ganze Zeit. Freunde beten für mich, keine Chance. Wo ich es dann gemacht habe und gestanden habe, dann hat mir Gott die Augen geöffnet, warum ich das noch nicht haben sollte beim ersten Mal. Ich sollte nämlich warten, damit mir jemand anderes Tipps geben kann, die schon das gemacht hat. Hey, darauf musst du achten, darauf musst du achten. Und das ist, wo ich denke so, ja, natürlich. Und dann ist es mir klar geworden, hey, im Nachhinein tut es mir mega leid, dass ich so über Gott gedacht habe. Gott ist doch liebevoll zu mir. Gott ist so gnädig mit mir. Und die Band darf auch wieder auf die Bühne kommen. Hey, zum Abschluss möchte ich einfach dich ermutigen und sagen so, hey, du darfst gerne Gott heute Morgen kennenlernen oder nochmal neu kennenlernen. Und ich möchte mit dir Folgendes machen. Lass uns mal alle die Augen schließen, dass wirklich keiner guckt. Wirklich. Dass es wirklich anonym bleibt. Und wenn du sagst, hey, ich möchte Gott heute neu kennenlernen, ich möchte ihn persönlich kennenlernen, ich möchte, dass Gott mich auch kennenlernt, dass es nicht nur bei Jahwe bleibt, sondern dass ich auch mein Name sein kann. Dann streck einfach mal auf, dass danke. Hey, wenn du gerade aufgestreckt hast, dann schließ dich doch einfach meinem Gebet an. Ich möchte für dich beten, ich möchte für uns beten, dass wir Gottes persönlichen Namen, Jahwe, kennenlernen. Herr, ich danke dir, dass du dich so vorstellst, dass du sagst, wer du bist, dass du Jahwe bist, dass du nicht einfach irgendein Gott bist, sondern dass du der Jahwe bist, der so gnädig mit uns ist und dass du mich kennenlernen willst. Und ich möchte dich darum bitten, dass ich auch jetzt den Schritt zu dir gehen kann, dass ich zu dir kommen kann, dass ich mich dir auch vorstelle und dass du mich auch ermutigst, dass ich mein Bild von dir verändere, dass ich mein Gottesbild verändere und dass ich es verstehen darf. Dafür danke ich dir. Amen. Hey, wenn du noch weiter Gebet brauchst, dann komm doch gern zum Gebetsteam. Es gibt Leute, die gerne für dich beten wollen und einfach auch, dass du einfach Unterstützung in dem Ganzen bekommst, dass du Gott persönlich kennenlernen kannst. Amen.